Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem 18. Bundesligaspieltag bei RB Leipzig. Und wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Glocke aktivieren. So ist der Bums hier und damit gehen wir rein. Abfahrt. Also die famose Hinrunde des FC Bayern steht im Rekordbuch. Die Rückrunde beginnt bei 0, sagt jemand, der genau weiß, wovon er spricht. Damit willkommen vor dem Spiel. Der wurde im so Topspiel leise gegen hier, ey. Leipzig Meine morgen Abend Güte. mit Wasser Kompanie und Christoph Freund und euch natürlich. Bitte schön, die erste Frage kommt. In der Mitte Torben Hoffmann für Sky. Der Mann mit dem Mikrofon braucht noch, oder die Dame. Ja, guten Morgen in die Runde. Winnie hat sich so eine kleine Problemstelle dargestellt, momentan rechts hinten bei euch. Stani verletzt, Leimer verletzt, Boe krank die ganze Zeit. Wie willst du diese Problematik da hinten rechts angehen? Und anschließend natürlich gleich die Frage, was ist mit Josh Kimmich und Musiala, hattest du ja schon mal angesprochen, dass das sicherlich auch nochmal heute ein Thema sein wird. Danke. Ja, Problematik hinten rechts angehen. Hat den Namen ja schon gesagt. Wenn Kimmich fit ist, hat er hinten rechts zu spielen. Punkt. Ansonsten kannst du auch auf einer Dreierkette gehen. Was ist denn los, Alter? Ja. Also, du hast Tah, du hast Upper, du hast Kim, du hast Ito. Dreierkette hinten und Abfahrt. Ja. Let's go. Ja, nein, das stimmt, dass wir da viele Ausfälle haben. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon gelöst. Also ich glaube, wenn man schaut auf die Liste von Spielern, die Guerrero da hat auch schon schon rechts gespielt haben, gespielt. Ja. haben wir einige Lösungen trotzdem. Haben wir auch mal links gemacht, weil diese gleiche Frage war am Anfang dieser Saison links und haben wir auch schon gelöst. Aber natürlich ist immer besser, wenn alle fit sein. Aber zum Glück noch dazu ist es nicht so lange. Also vom Gefühl her wird es lange, weil wir haben so viele Spiele, also vom Gefühl her werden die viele Spiele verpassen und das ist schade. Aber letztendlich hätte es auch schlimmer sein können und wir werden die ganz schnell wieder zurückbekommen, Stani und Conny, und das ist positiv. Und dann Jamal und Jo, ja, also Jamal wird, wenn alles gut läuft heute, ist der Plan, dass er dabei ist und das ist schon für ihn eine gute Sache. Und Jo auch dabei und dann werden wir sehen, wie es mit Jo läuft im Training heute, nochmal austauschen und ja, wenn es nicht morgen ist, dann ist es in drei oder 4 Tagen, aber weil wir so viele Spiele haben, natürlich wollen wir die Spiele so schnell wie möglich nützen, aber auch nicht zu schnell und diese Balance ist im Moment immer die Frage. Kurze Nachfrage, ist Josh auch schon in der Lage, dann direkt in der Startelf zu stehen? Oder? Ja, könnte, aber Ja, sicher, wenn der Josh dabei ist. Heute, als wenn der Josh auf der Bank sitzt, Alter. das sind Gespräche, die man haben muss, das ist auch eine Gefühlssache, aber ich sage das nur auf Basis, dass die Jungs eine gute Woche verarbeitet haben. Also die Jungs, die nicht mitgereist sind, das war eigentlich grundsätzlich auch mit Fonsi alles sehr positiv von Geschichte. Aber nicht alle sind natürlich auf gleichem Niveau im Moment. Und naja, Puzzle, aber ab morgen früh ist alles deutlich. Okay, danke schön. Direkt daneben Christian Kunz für die Deutsche Presseagentur. Wie erwarten Sie den Gegner und welche Rolle? Naja, machen wir uns nichts vor. Kimmich wird auch nicht als Rechtsverteidiger spielen. Ja. Wenn, dann wird da ein Guerrero oder sowas auflaufen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und wenn man gesehen hat, wie unkreativ wir im zentralen Mittelfeld auch waren, die letzten Spiele, dann ist es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, dass Kimmich da irgendwie rumeiert. Weil der kann wenigstens mal einen Chipball spielen. Ja. Also alles, was ich da gesehen habe, ob es ein Pavlovic war, ob es ein Goretzka war, auch Tom Bischof, den wir leider nur einmal gesehen haben, das war alles jetzt nicht super kreativ oder der super Aufbau, den man da durch die Mitte erwartet. Wir haben es ja gesehen in den letzten beiden Spielen. Also Harry Kane war mehr Sechser und Achter und Aufbauspieler als alle zentralen Mittelfeldspieler zusammen. Ja, und das kann es natürlich auch nicht sein. Rolle spielt in den Köpfen noch das 6:0 vom Saisonbeginn? Gar nicht. Ja, also Leipzig hat eine junge Kader.
junge Mannschaft und dann kann es mal passieren, dass im ersten Bundesligaspiel nicht alles perfekt läuft. Wenn man schaut, was die danach gemacht haben, Ja. waren die noch ganz, ganz lange sehr nah dran und haben auch viele Spiele gewonnen. Und natürlich siehst du auch in dieser Mannschaft, wie die individuelle Spieler sich entwickelt haben. Also viele Spieler am Anfang dieser Saison hatten vielleicht nicht den Status von jetzt. Und das haben die immer wieder gut geschafft. Und ja, der Trainer ist jetzt da über 6 Monate. Also das ändert schon was, aber offensiv starke Mannschaft, auf jeden Fall. Aber trotzdem geht es wieder auch über unsere Offensive gegen den und das kann einfach ein tolles Spiel werden. Also ich muss ehrlich sagen, die können Tore machen, wir können Tore machen und ohne Intensität wird dieses Spiel nicht möglich sein für beide Seiten und es kann ein interessantes Spiel sein. Nächster Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Guten Morgen. Vincent Harry Kane hat im September gesagt, dass er so oft im Aufbau auftaucht und so defensiv teilweise spielt. Ist irgendwie passiert, weil Jamal Musiala fehlt. Wie planen Sie da, wenn Jamal irgendwann mal wieder zurück ist? Und gibt ja auch Leute, die sagen, ein Stoßstürmer muss vorne spielen. Welche Qualitäten bringt Harry mit, wenn er nicht vorne ist? Können die Diskussion natürlich aufmachen, ja. Je nach Spiel, je nach Gegner. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, Harry Kane hat 20 Saisontore, oder? Also, über was diskutieren wir? Mhm. Naja, Sie haben das so als Fakt beschrieben. Jamal war nicht da und deswegen ist Harry da. Hat er gesagt, ja. Nein, hat er auch vorher schon gemacht. Natürlich nicht in diesem Umfang, ja, das ist richtig. Aber er hat er auch schon vorher gemacht. Dann guckt euch die letzte Saison an, wie oft auch da ein Harry Kane sich hat fallen lassen, Jamal Musiala vorne im Strafraum war und Harry Kane das Spiel aufgebaut hat. Also, das ist jetzt nichts Neues. Klar, dass er das so permanent macht, wie jetzt auch in den letzten beiden Spielen, ja, das auf jeden Fall, ja. Weil halt einfach nichts kam im Spielaufbau, ja. Und bevor er da vorne 70 Minuten in der Luft hängt und keinerlei Bälle bekommt, ja, ist er schlau genug, um sich fallen zu lassen und das Spiel in die Hand zu nehmen. Ich glaube, es ist nicht nur so, weil eigentlich in die Rolle, und das wissen die alle bei uns, in die Rolle haben die viel Freiheit. Also wenn Harry öfter im Box sein möchte, dann darf er jedes Mal dahin. Also, und wenn er ein bisschen zurückfallen will, dann darf er das auch. Und das hat nichts zu tun mit nur einer Grundidee über Taktik, das hat zu tun über was bietet das Spiel. Du weißt, Innenverteidiger manchmal, die wollen nicht rauskommen. Ja, kannst du dich fallen lassen und von da ein bisschen spielen und vielleicht das Spiel verlangen, weil er hat diese Momente, wo er ein bisschen so diese Toni Kroos und Kevin De Bruyne Pass hat, das hat er. Aber dann, wenn die Räume ein bisschen höher sind, dann gehen die Räume höher, aber am Ende müssen die immer in 60 Meter Raum sein. Also das ist das Einzige, was ich frage, ist, wenn wir irgendwann in diese letzte Drittel kommen, dass die beide in 60 Meter Raum sind. Und wenn mal ein Bild gibt, wo das nicht ist, dann muss entweder ein anderer Spieler diese Position übernommen haben oder die stehen falsch. Das ist das. Also es ist eine Mischung zwischen Freiheit und dann am Ende da sein, wo die Tore sind. Aber diese Interpretation, die können wir noch ganz lange besprechen, aber es ist sehr individuell. Serge ist anders als Lenny, Lenny ist anders als Jamal, Jamal ist anders als Harry und ich mag das. Wirklich, ich mag das, dass es abhängig von der Spieler eine eigene Interpretation hat, diese Rolle. Entschuldigung, zweiter Teil von der Frage. Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, ja. Welcher Trainer macht das schon? Ja? Viele Trainer haben so ihre Vorstellungen und versuchen dann Spieler da reinzupressen, so dass jeder Spieler direkt auswechselbar ist, ja, und dass du das gar nicht merkst, welcher Spieler da auf dem Feld steht. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, gerade beim FC Bayern, so wie es Winnie gerade sagt, ja. Die haben alle ihre Freiheiten, aber wenn es wichtig ist,
sowohl in der Defensive wie in der Offensive muss man auf seinen Positionen sein. So, ja. Und dazwischen kann man natürlich variabel sein. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, ja. Weil viele, viele Trainer sagen: „Ey, das ist mein Konzept, das ist der Raum, in dem Raum hast du dich zu bewegen und hast nirgendwo anders rumzueiern.“ Also, das ist natürlich dann ja, du würdest auf so viel Stärke verzichten bei einem Harry Kane jetzt, das ist das beste Beispiel dafür, ja. Sag dem Harry Kane: „Ja, du hast, im 16er zu sein, du hast maximal bis zur Mittellinie zurückzugehen. Wenn wir nicht im Ballbesitz sind, hast du vorne er soll den Levi spielen.“ Sag das dem Harry Kane, kann er, wird er machen, aber du würdest ja auf so viel Stärke für die Mannschaft verzichten, ja. Es kam schon raus, welche Qualität Harry mitbringt. Also du brauchst nichts mehr von mir jetzt. Okay. Also, De Bruyne und Groß hat schon geklingelt bei mir. Ach so, ja. Na, immerhin gelöst. Heiko Niederreis an der Reihe für die Bild-Zeitung. Eine Frage an Christoph Freund, es sei denn, Vincent Kompany will auch was dazu sagen, aber ich vermute mal eher nicht. Ein Spieler bei Leipzig, der diese Saison sehr auffällig ist, ist Jan Diomande, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Gab es auch viele Gerüchte schon mit Bayern. Können Sie einmal sagen, wie gefällt Ihnen der Spieler und wäre das einer schon für Bayern in dem jungen Alter? Also grundsätzlich ist er ein sehr, sehr guter Spieler, der sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat. Aber immer wenn ein junger Spieler oder ein Spieler in der Bundesliga richtig gut performt, wird er mit Bayern in Verbindung gebracht. Ja, Also so wir haben sieht's da aus, über einige Spieler schon gesprochen. Aber natürlich macht er sehr, sehr gut. Aber er ist ein Spieler von RB Leipzig, hat dort unterschrieben im Sommer. Und von dem her ist er ein Spieler, wie gesagt, von Leipzig. Und es ist nicht unser Thema, das zu kommentieren. Aber er ist ein sehr guter Spieler, glaube ich, sieht jeder. Okay, ich denke, Nicolina ist gleich dran. Bild. Naja, sagen wir es mal so. Ich denke, natürlich ist es so, ja, dass jeder Spieler, denkt zurück, ja, denkt an Frankfurt, Mamouche, etc., ja. Jeder Spieler, der eine gute Saison spielt in Deutschland, ja, es gibt nun mal, wir sind das Maß der Dinge in Deutschland, Punkt. So. Ja, Borussia Dortmund ist vielleicht noch eine Adresse, logisch, ja. Aber ansonsten, wenn du natürlich in der Bundesliga spielst und du hast die Chance, zum FC Bayern zu wechseln, so, das ist das Maß der Dinge. Und wenn du gerade siehst, das ist ja, was wir letzte Saison so kritisiert haben. Letzte Saison war es halt nicht so der Anreiz, dass du als junger Spieler gesagt hast: „Oh geil, ich gehe zum FC Bayern, da habe ich Chance, mich durchzusetzen und ich bin bei einem der besten Vereine der Welt.“ Das ist diese Saison anders, ja. Das ist gut so, dass man den Weg geht. Und natürlich wird von der Presse jeder Spieler, der gerade performt oder wo der Stern aufgeht, mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, ja. Imada von Köln, etc. Ist ja immer so, ja. Ich glaube, bei den meisten ist nichts dran. Punkt. Ja, warum auch? Wir haben eine super starke Mannschaft. Wir haben viele, viele eigene Talente dahinter. Natürlich, wenn man bei dem einen oder anderen die Chance hat, da einen Spieler zu verpflichten, der auch Bock hat auf dem FC Bayern und der nicht, keine Ahnung, maßlos überbezahlt, kann ich nicht sagen, zu teuer ist, wie es beim Woldemade war, dann wird 'n FC Bayern dann natürlich auch was versuchen. Das wäre ja fahrlässig, wenn nicht, so, ja. Aber viele Spieler, ja, die Presse macht aus jedem Spieler, der mal eine gute Saison spielt, wird gleich den FC Bayern angedichtet, dass wir da Interesse dran hätten. Also, teilweise ist das wirklich eine Farce, ne? Zeitung bitte. Servus zusammen. Auch eine Frage an Christoph Freund. Felipe Chavez habt ihr jetzt hier behalten bei den Profis. Wie ist der weitere Plan mit ihm? Soll der bis zum Saisonende bei euch bei den Profis bleiben oder gibt es da eine Möglichkeit, dass man da eine Leihe anstrebt? Und wie sieht das auch bei den anderen Jungen aus? Ja, das haben wir ja schon öfter gesagt, glaube ich, dass man jeden jungen Spieler individuell betrachten muss und individuell einen Plan mit ihm auch bespricht und das ist nicht jeder gleich zu sehen. Pippo war im Herbst schon immer wieder bei den Profis mit dabei, hatte da aber ein bisschen zum Schluss 3, 4, 5 Wochen mit Verletzungen zu kämpfen. Hat jetzt die Vorbereitung mit uns gestartet, hat ein sehr gutes Testspiel dann auch gemacht gegen Salzburg. Ist ein Spieler, der sich gut entwickelt, der hohe Qualität, fußballerische Qualität hat. Ich glaube, darum kommt er auch in der Mannschaft gut an. Er hat ein gutes Gefühl für die Zwischenräume, sehr, sehr guten letzten Pass, ist torgefährlich, kann immer wieder, ja, hat eine gute Statistik auch von seiner Quote her.
Von dem her ist es ein interessanter Spieler. Wir werden sehen, was für ihn die besten nächsten Entwicklungsschritte sind. Aber es macht gerade Spaß mit ihm und er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen in den letzten Monaten. Gleich daneben. Ja, das ist ja, was ich sage. Ja. Wir haben genug gute Talente selber dahinter. Ja. Punkt. Christian Kunz wieder bitte. Nochmal eine Frage an den Trainer zu Jamal Musiala. Wie erleben Sie ihn gerade und wie wichtig ist dieser Schritt, jetzt endlich wieder in den Kader zurückzukommen? Ja, der nimmt natürlich sehr, sehr viel positive Energie mit. Wenn du rauskommst aus dieses dunkle Tunnel, dann ist es auf einmal, dann sind die kleinen Sachen auch toll. Und was ich immer die Jungs empfehle, die dann zurückkommen aus Verletzung, ist, dass die nie vergessen, was dieses erste Gefühl wieder ist, wenn du zurück bist. Dass du nicht irgendwann sagst, mal gewonnen, ist egal, oder mal, dann schätzt du alles viel besser. Und Jamal hat das jetzt im Moment von sich auch. Nochmal, für mich ist die Rolle jetzt noch nicht von Jamal und Fonsi, und ich sage das, weil ich möchte die gerne auch ein bisschen schützen, ist überhaupt noch nicht, dass die das Spiel für uns entscheiden müssen oder das Spiel gewinnen. Also hoffe nicht eine gute Integration. Können sie ja auch nicht. Ja. So. Wir können die Floskel da wieder ins Rennen werfen. Ein Spieler, bis er wieder in seiner Topform ist nach so einer Verletzung, braucht meistens genauso lange, wie die Verletzung gedauert hat. Ja. Es ist schön, wenn sie wieder da sind. Es ist schön, wenn sie Spielzeit bekommen. Es ist schön, wenn sie Erfolgserlebnisse feiern. Aber es ist super selten, dass ein Spieler aus so einer Verletzung kommt und dann gleich wieder auf einem super hohen Level performt. Ja. Da muss man einfach Geduld haben. Das ist völlig normal. Mal gute Leistungen dabei, das natürlich, und irgendwann im richtigen Moment ganz fit und 100%. Ja. Vielleicht nicht nur das Niveau von vorher, aber noch einen Schritt mehr. Aber was ich... Das ist bei Alphonso Davies auf jeden Fall notwendig. Ja. Jamal Musiala wäre ich persönlich schon froh, wenn er wieder auf das Niveau kommt, was er vor seiner Vertragsverlängerung hatte. Weil das war stark. sagen muss, ist, die beide haben sich körperlich entwickelt in dieser Phase, wo die verletzt waren. Und jetzt bin ich, weil wir haben nie die Zeit, auf diese Sachen zu arbeiten. Also wenn du immer spielst, dann ist eigentlich dein Fitness fast deine Spiele, und alles andere ist ja, damit du fit reinkommst in ein Spiel. Das ist alles leistungsorientiert, aber manchmal diese Zeit haben, auch deinen Körper aufzubauen. Das hat bei mir geholfen. Aber manchmal die Zeit haben, kannst du auch einen Schritt machen, wo du normalerweise keine Chance hast. Und die Jungs haben sich körperlich entwickelt und haben gut gearbeitet. Und also die nächste Version ist interessant. In der zweiten Reihe Mario Krischl für den Kicker. Ja, dann haben wir jetzt also Jamal Maschine auf dem Feld. Ja? Also ich glaube, Jamal hatte schon vorher keine Probleme, sich im Zweikampf durchzusetzen. So, ja. Also bei Jamal Musiala kommt jetzt nicht, ist jetzt nicht der Körper so das Wichtige, ja, wie er sich im Zweikampf durchsetzt. Ist kein Leon Goretzka, aber natürlich, wenn du robuster bist, vom Körperlichen her, kann ja nicht verkehrt sein, oder? Guten Morgen zusammen. Moin. Da gleich nochmal eine Nachfrage. Körperlich entwickelt, konkret heißt dann Muskelwachstum oder? Nein, es geht bei mir nie über so, also was du glaubst, du gehst in den Gym für Überkörper, also das meine ich nicht. Ich meine, ja, stimmt, oder? Erstmal Friseur, dann Gym, und ich weiß, aber ja, Tätowierer, aber es geht nicht darum bei mir. Stabilität. Kein halt Beach-Gym. Es geht über Stabilität, es geht über diese Mischung zwischen Mobilität, Geschwindigkeit, gerade für diese Spiele, die so viel Geschwindigkeit haben wie die beiden da, ist diese Stabilität sehr wichtig, und dann hast du trotzdem eine körperliche Entwicklung, obwohl es vielleicht die tiefen Muskeln sind, die starker werden und nicht die Strandmuskeln. Die Pumpermuskeln. Aber die Jungs haben auf das Richtige gearbeitet, und das meine ich, diese Entwicklung ist wichtig auch für die Zukunft. Und dann noch eine Nachfrage zu Fonsi Davies und Sascha Brünn, um sicher zu gehen. Die sind noch krank, also stehen noch nicht zur Verfügung? Das hatte ich jetzt. Welche beide sagst du? Davies und Bowie? Nein, Sascha ist noch krank, ja.
Aber Fonsi hat eine gute Woche gehabt. Ja. Gleich daneben, Heiko Niederer nochmal bitte. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu Joshua Kimmich. Wenn er dabei ist, gehen wir mal davon aus, ist er dann auch direkt ein Kandidat für rechts hinten? Also wäre das eine Option momentan bei der Problematik, dass er auch rechts hinten spielt? Oder ist er da? Alles ist eine Option jetzt. Alles ist möglich. Nein. Also es würde mich überraschen. Ich würde es begrüßen, ja, so definitiv. Glauben kann ich es aber nicht. Ich gehe davon aus, dass ein Guerrero da auflaufen wird. Ich würde es begrüßen. Ich glaube, Josh wäre sowieso eine sehr, sehr gute Option dauerhaft auf dieser Posi. Aber ich glaube, wir haben Stunny und Stunny wird es gut machen als rechter Verteidiger. Die Chancen, Kimmich dahin zu stellen, ist auch so ein bisschen dahin. Ja. Aber ja, Josh könnte dann natürlich überragend aushelfen. Ja. Und wenn du dann Pavlo und Bischof in der Mitte hast, weil, ja, wir sehen es ja selber bei uns. Ja. Jeder, der sich mit unseren Außenverteidigern beschäftigt, weiß auch, dass die sehr, sehr stark im Spielaufbau eingebunden sind. Und Josh könnte trotzdem das Spiel mitgestalten. Ja. Und von daher wäre das schon eine überragende Lösung. Ich glaube, wir sind diese Phase vorbei, wo es noch geht über welche Spieler wo spielt. Wir müssen einfach sehen, dass wir Jungs haben, die Mannschaft helfen und also jeder kann gefragt sein, um in eine andere Position auszuhelfen und also das ist überhaupt kein Thema jetzt und es ist auch ganz deutlich, wenn wir 3 Rechtsverteidiger haben, die nicht da sind, dann muss einer da spielen. Aber es geht jetzt noch nicht über, wer da spielt, ist erstmal sehen, wer zur Verfügung steht. Dann einmal hier vorne rechts noch bitte. Hallo, servus. Mein Name ist Domagoj. Ich darf den Torben Hoffmann heute begleiten für Sky. Super. Servus. Mich würde interessieren, Herr Kompanie, Sie haben gerade gesagt, wenn ein Spieler lange verletzt ist, ist es wie durch einen dunklen Tunnel zu gehen. Ja. Gerade wenn man so erfolgreich ist wie Sie und Ihr Team gerade, wäre man einfach gerne dabei und will nicht außen vor sein. Haben Sie zum Beispiel bei Musiala in den letzten Monaten auch Motivations- und Aufbauarbeit geleistet, ihn kontaktiert, ihm Mut gemacht? Wir freuen uns, dass du wieder zurückkommst. Wir warten auf dich. Bitte werd wieder gesund. Wie läuft sowas ab außerhalb des Trainingsgeländes und außerhalb einer Pressekonferenz? Ja, vielleicht nicht, bitte werd wieder gesund, Ja, aber ich wollte es gerade einfach sagen, Alter. nimm dich die Zeit und volles Vertrauen, dass du wieder gesund wirst und Vertrauen, dass du wieder da. Nicht jeder Spieler hat das schon mal erlebt und nicht jeder Spieler weiß genau, wie er rauskommt aus dieser Phase und einfach die Jungs immer Vertrauen geben, dass das kein Schritt zurück wird, aber ein Schritt nach vorne eher. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, es ist nicht nur meine Rolle, finde ich. Also ich bin immer im Austausch mit den Spielern, ich mache das auch gerne. Gerade vielleicht noch mehr die Spieler, die vielleicht in dieser Situation sind, als die Jungs, die vielleicht jede Woche spielen. Aber ich finde, das ist ein gemeinsamer Auftrag, sagt man das. Und dass wir das auch gemeinsam machen. Also wenn ich eine Woche nicht gesprochen habe mit einem Spieler, dann ist das nur, weil ich weiß, dass Christoph das gemacht hat oder vielleicht sogar Max oder mein Assistenttrainer. Also das ist immer sehr wichtig für uns. Ja. Aber jetzt glaube ich, dass diese Geschichte von Youssouf Jamal sich auch in einen Erfolg drehen kann. Also wenn ich schaue, eigene Erfahrung, ich war immer im Vorjahr verletzt. Also wenn du schaust auf die ersten 20 Spiele, wirst du fast meinen Namen nicht sehen, egal welche Saison. Die letzten 15 Spiele war ich immer dabei. Und am Ende musst du in diese Momente immer in Gedanken haben, wenn ein Pokal die Luft hingeht, dann bist du dabei. Und das ist so eine riesige Motivation, einfach dabei zu sein am richtigen Moment. Und jetzt haben die noch nichts verspielt. Die haben nur Spiele, waren die nicht dabei, wo die anderen zwar Tore gemacht haben, Siegen geholt haben, aber die haben keine unvergessliche Momente verpasst. Ja, hat er recht. Und das ist eine riesige Motivation, dabei zu sein und die Mannschaft zu helfen auch in diesem Moment, weil ohne die Spieler
ist es schwierig. Und in die Spiele können in diesen Momenten das Unterschied machen. Ja. Super. Vielen Dank euch. Danke schön. Bis morgen in Leipzig. Danke. Tipptopp. Sind wir immer noch nicht viel schlauer, wer jetzt so dabei ist. Das hängt ja immer noch vom Abschlusstraining ab. Aber wir haben einen kleinen Einblick bekommen. Und von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich auf ein schönes Spiel. Ich erwarte ein schönes Spiel gegen Leipzig, aber dazu mehr im Taktikfuchs. Und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.